Jetzt nur Kaffee, ja. Na, grüß Sie da. Ah, Frau Sibylle, bringen Sie mir heute so einen kleinen Schwarzen oder so irgendwas, ja. Na, Ja, gern. Moment, dann bitte, Professor. ja, ich schaue da rein ins Facebook, Ja. wo sie da spielt. So. Aha. Ja, was kann man denn da? Jetzt steht da vor. So, Herr Gäst, bitte. Dankeschön, danke. Schreibt einer, habe einen Polizisten selig gesprochen, weil er keine Anzeige erstattet hat, als er mit nicht angeschnallt beim Autofahren ertappt hat. Das gefällt mir. Ja, warte, den schreibe ich zurück. Den schreibe ich zurück, ein bisschen leeren, wie es üblich ist. Gell? Warte, ich schreibe ihm, sitze im Café Zeitgeist in Herzogenburg bei ein paar Buchteln und einem Bier. Oh, guten Tag, Herr Lomelli. Mein Gott, na, traurig und einsam, wie immer. Grüß einen Einspänner und ein Weichei im Glas und ein Seemann mit einer Diätmargarine, wie immer. Aha. Gestatten, Kleingeist, sagen Sie, warum sitzen denn Sie da so allein und verlassen am Dom? Warum? Ich habe eben keine Freunde. Was heißt, Sie haben keine Freunde in Zeiten wie diesen? Bitte, ich habe 943 Freunde. Na, und ich hab 1235 Freunde. Ja, und woher wissen Sie das denn so genau? Na, aus dem Facebook! Ja, und warum stupsen Sie mich dauernd an? Na, das ist so eine Gewohnheit vom Facebook. Gefällt mir. Ja, Ja, können Sie mir sagen, wie man zu den Freunden kommt? na schauen Sie, das ist ja ganz einfach. Da kriegen Sie eine Freundschaftsanfrage und die können es dann eben. Also, wie versteht denn das wieder? Eden heißt, also, wenn du zuerst einen Freund hast, dann kommt die Anfrage und dann tust du ihn eden, dann hast du nachher zwei. So. Ja? Und ich habe ja einen ganzen Haufen junge Mädchenwäsche geedet. Und ich hab vor allem ältere, potente Herren geettet. Aber vor dem Etten habe ich auch schon manche gegogelt. Ja, Kleingeist, Freund könnt ihr auch brauchen. Sagen Sie mir das einmal, das Facebook schauen Sie auf her. Ihrem Laptop da? Ja, schauen Sie her, schauen Sie. Da. Aha, sag's. Aber wieso ist denn Ihnen Facebook rot? Naja, das ist, seit der Feimann im Facebook ist die Seiten rot. Aha, na, und wenn der HC was postet, dann wird's wieder blau. Nein, da wird's braun. Blau wird's erst, wenn der Michi halb online ist. Herr Kleingeist, wer ist denn das da in Ihrem Facebook, der J. Ratzinger? Ich weiß auch nicht so genau, das ist irgend so ein italienischer Hirte. Ich habe ihm einfach geedet, weil er Malater hat. Der hat ja nur 3 Freunde gehabt. Ja, was kann denn das Facebook eigentlich? Was erfährt man denn da? Naja, schauen Sie, alles Mögliche, was die Leute so denken, was gerade sind, was die ganzen Tag so machen, welche Freunde das haben, mit wem sie schon geschlafen haben, mit wem sie nur schlafen wollen, damit wem man besser nicht soll. Also, meine Herrschaften, ich hab's mir überzeugt. Ich brauche unbedingt einen Computer, ich brauche das Internet und ich muss ins Facebook, dann habe ich endlich Freund. Den haben wir infiziert, gell? Wenn der wisst, was im Facebook alles so passiert, Na, horchen Sie zu, Sibylle, Ja. was einem Freund von mir passiert ist. dann erzählt's. Stellen Sie sich vor, der hat vor einem halben Jahr in Facebook gepostet, Hurra, endlich Urlaub, 14 Tage Karibik. Dann kommt er heim nach die 2 Wochen, trifft ihn fast der Schlag. Die ganze Wohnung ausgeräumt. Na, Ja,
Hat er sich gedacht, das ist ein Zeichen von oben. Ich lasse ausmalen. Ja. Hat er ins Facebook eingetippt, Suche Guatemala. Hat einer zurückgeschrieben. Guatemala, ein Land in Mittelamerika, rechts von Mexiko. Das gibt's schon auf Facebook. Aber stellt sich mir vor, ein griechischer Facebook-Freund hat ihm zurückgeschrieben. Er hat geschrieben, ich habe einen Bekannten in Oberndorf, der hat einen Cousin in Hammer. Der Freundin kennt man in Wilhelmsthal. Denn sein Onkel hat in Oberalberg ein Wirtshaus gehabt und das hat er sich vor einem Bullen schwarz ausmalen lassen. Ja. Und stellt sich noch vor, das ist Facebook. Das war genau dasselbe Bode, der ihm zuerst die Wohnung ausgetragen hat. Das ist Facebook. Ja, sag ich ja. Eine Woche später. Gefällt dir? Hallo, lieber Facebook-Freund. Oh, guten Tag, hallo Nelly. Mein lieber Facebook-Freund, gefällt mir. Dir auch, gefällt mir. Kriegen Sie einen Einspinner und ein Weichheitglas? Ah, na. Und dann sehen wir wieder verdient Aber nein, heute zur Feier des Tages eine Flasche Champagner bitte und 3 Gläser. No, das gefällt mir. So, Lamene, ist bei Ihnen jetzt irgendwie über Facebook gleich der Reichtum ausgebrochen? Ach, na. Haben Sie den Reichtum geätet? Na, habe ich nicht geätet. Facebook ist ja total nett. Ja. Ich habe sogar Ihren italienischen Hirten geätet. Ach so? Das ist ein ganz lieber alter Herr. Ein bisschen verschroben, weltfremd zwar, aber ich bin sogar in Mail-Kontakt mit ihm. Ach so? Das ist viel persönlicher als Facebook. Aber ich muss Ihnen sagen, dieser italienische Hirte, der hat eine ganz komische E-Mail-Adresse. Die heißt urbi.org. Naja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja, da bist Stoß mal an, bitte. Ja, Ja, war ich schon bitte. Zeit. Ja, freilich, da steht sogar auf. Ja, Zum Wohle. Zum Wohle. Wohle. Glückwunsch. Jetzt können Sie mir das erklären, was da jetzt los ist mit den E-Mail und so? Naja, möglicherweise bin ich nächste Woche schon Millionär. Aha. Und wenn die Lieferung per Post eintrifft, die ich bestellt habe per Mail, kann das sein, dass ich der größte Casanova der Umgebung wird. Also, sonst erklären Sie mir das. Wie geht denn das? Na, warten Sie mal, ich mache meinen Junk-Mail-Ordner auf. Aha, ja. Frost im Bilder sind so lieb. Ja, Und lesen Sie einmal das Mail vor. Jetzt, die Bilder kommen sehr nett. Lesen Sie das. Gelesen Oh, Glückwünsche. Sie das. Fang gut an. Ja, KHG International Inc. Hiermit teilt Ihnen die Ergebnisse von KHG International E-Mail-Lotterie 2012 Prima. mit. Prima Deutsch, prima. Ihre E-Mail-Adresse ist als ein Gewinner für den Geldpreis von $12.000 gewählt worden. Das ist wirklich ein Trottel. Sie werden geraten, Ihre siegreichen Informationen vertraulich, sehr geheim, zu behalten, bis Ihr Geld bearbeitet worden sind, das zu Ihnen überwiesen wird. Wir bitten Sie zu überweisen eine Gebühr für Bearbeitung von 3.000 € an Jonas Bank. Es wird doch keiner so deppert sein und das glauben und da wirklich was überweisen. Na, so deppert kann doch keiner sein. na, ich sicher nicht. Ich bin ja kein Verlierer mehr.